Tja, Freunde, da sind wir auch schon so in der Holobastion, denn es geht gegen den Unbekannten. Who are you? I am Sam? What's that supposed to mean? Und dann geht es auch schon los. Zu dritt fighten wir endlich mal wieder. Ja, gegen... Ja, man sagt ihnen den Unbekannten. Ich muss direkt mal hier ein bisschen loslegen. Denn der Typ ist richtig scheiße. Übrigens, dieser Boss gibt es nur in Final Mix. Im Original Kingdom Hearts gibt es den nicht. Er spricht insofern auch nicht, was glaube ich eine Anspielung darauf ist, weil, ja, man könnte sonst halt herausfinden, wer er sein könnte, wenn man da, also ich glaube bis mit, sobald wir dann so weit sind, dass wir Kingdom Hearts 2 gespielt haben, sollten wir wissen oder eine starke Vermutung haben, wer er ist. Natürlich gibt es bereits, wenn man irgendwie auf den Wiki gehen würde, würde natürlich bereits stehen, wer er ist, ganz klar. Aber darum geht es ja nicht, ne? Wir spielen hier die Reihe der, ja, Kingdom Hearts Reihe der Reihenfolge nach. Und deswegen zu dem Zeitpunkt noch völlig unbekannt, wer das sein soll. Ihr seht schon, was Strategie ist. Das ist Strategie Nummer 1 bei ihm, Gravitas. Und er hat eine unglaubliche Gravitas-Schwäche. Ich habe dafür auch den Hercules Cap gemacht, auf Zeit, was noch scheiße war, um den Gravitas-Break zu bekommen. Übrigens, falls ihr Probleme habt da beim Hercules Cap und euch sagt, hey, ich bin jetzt bei Hercules, aber ich schaffe es nicht mehr mit der Zeit und so, einfach da auf Pause klicken, nochmal von vorne. Weil dann ist irgendwie ein Glitch, dann schaltet ihr nicht nochmal den kompletten Cup neu, sondern direkt nur bei Hercules und die Zeit bleibt stehen. Aber das mal nur soweit dazu. Ja, Gravitas-Brecher. Der ist halt, der wird glaube ich mit 30% Wahrscheinlichkeit ausgeführt. Da ist einfach eine Abschlusskombo beim Schwerthieb, der dafür sorgen sollte, ja, dass man halt Gravitas einsetzt. Und ja, Gravitas, man sieht es ja, wirkt bei ihm. Theoretisch. Es ist ein Final Mix Charakter. Vermutlich auch der Grund, wieso die Final Mix-Reihe niemals ins Deutsche oder in anderen Sprachen außer halt Englisch übersetzt wurde. Aber ich glaube, es ist so gesehen die einzige Final Mix-Szene, wo Sora und die anderen halt quatschen. Und sonst, glaube ich, quatschen die gar nie, weil sonst sind es eigentlich nur stumme Szenen, wa? Nun, egal. Ja, was soll man sagen? Trio-Attacke wird natürlich, oder sollte auch gut gegen ihn funktionieren. Ansonsten Gravitas, man muss, es ist immer noch die Phase 1 und er hat so üble Moves drauf. Er bringt sich zu euch, er hat das Gefühl, er sei der Sith Master persönlich mit seinen scheiß Lichtschwertern. Also, ich muss mal so sagen, vor allem auch im Vergleich zu Sephiroth von der letzten Folge, wenn man hier alleine antreten müsste, behaupte ich, wäre er stärker als Sephiroth. Aber wenn man zu dritt hier antritt und trotzdem ziemlich alt aussehen lässt im Allgemeinen, er hat auch ziemlich viel KP wieder mal. Naja.
ist ein anderes Thema. So, wir sind glaube ich langsam in Phase 2 oder kommen langsam dazu. Und dann ist noch Phase 1. Und es sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber das täuscht, Freunde. Der macht üblen Schaden. Man könnte theoretisch ja trainieren bis zum geht nicht mehr. Ich wollte es zu dem Zeitpunkt aber nicht machen. Und dachte mir, hey, mit Gravitas Brecher schaffe das schon. Tja. Wie sagt man so schön? Irren ist menschlich, wa? Was für ein Arsch. Ja, also Gravitas Brecher, Gravitas hat nicht geklappt. Dann kommen wir zur zweiten Strategie. Tontaube. Oder auch Boomerang genannt. Oder Tomahawk ist halt hier eigentlich heißt. Da geht es eigentlich um den Trick, den ich schon eine Weile einsetze in meinem Team. Dass Goofy eigentlich nur noch die Abilities hat, mit denen er anderen MP schenkt. Vor allem mir in diesem Sinne ist das Ziel. Und dass ich halt mit dem Boomerang auf den Gegner draufhaue, weil das hat vor allem mit der zweiten und dritten Phase des Gegners zu tun. Der hat nämlich so eine Scheißphase, mit der einen in so eine dämliche Kugel einsperren kann. Und das ist, da wieder rauszukommen und so, ist ziemlich scheiße. Wortwörtlich, aber dazu, ich glaube, wir sehen die gleich auch noch. Auf alle Fälle, Vorteil von Tontaube ist, dass solange wir die einsetzen, solange wir da in Tontaubenrausch sind wir unbesiegbar. Natürlich ganz praktisch. Wir haben zwar einen kurzen Delay drauf, sprich Verzögerung, weil wir den Move eingesetzt haben, aber bis dahin, während wir den Move einsetzen, sind wir ziemlich overpowered. Man sieht es auch schon, seine KP geht doch schon runter. Hä? Jetzt muss ich gerade einen Shield einsetzen. Ja, Erogar, man kann es nutzen. Rückblickend hätte ich jetzt gesagt, war es ein Fehler. Da hätte ich jetzt die Moves doch lieber halt für einen Boomerang eingespart. Ja, die ganzen Elixier und so, die werden hier auch noch alle drauf gehen müssen. Nur war es auch wundert wegen meiner MP- und LP-Leiste. Ja, ich habe Sephiroth nach diesem Kampf gemacht. Aber ich wollte jetzt trotzdem den Kampf zum Schluss machen. Beziehungsweise diesen dritten Spezialpart zeigen, weil irgendwie passt es auch. Also Sephiroth und Polaris alleine schon, weil sie eben auch im Turnier sind und so. Also sprich in der Arena Olymps. dachte ich, passt eigentlich ganz gut, dass ich die auch da zeige, auch in Ansehen-Berichten und so, weil wir kriegen hier ja auch noch einen Ansehen-Bericht, nachdem wir ihn besiegt haben. Und zwar Nummer 13. Sephiroth gab Nummer 12, deswegen wollte ich die eigentlich in der Reihenfolge machen. So viel dazu. So, Freunde, wir sind in Phase 2. Jetzt wird es richtig lustig, jetzt rasten wir nämlich komplett aus. Jetzt denkt, dass ich irgendwie... mache dann auf Darth Maul mit 2 Lichtschwertern. Getrennt voneinander. Und mit so scheiß blauen Kugeln. Die sind eigentlich gar nicht so schlimm. Den kann man relativ gut ausweichen. Und sie machen auch nicht so viel Schaden. So weit, so gut. Das ist bereits die Phase, wo er diese scheiß andere Kugel einsetzen würde, mit der er uns einsperrt. Dazu aber gleich noch mehr, wenn es soweit ist. Ich setze erstmal, wie gesagt, wie gehabt, einen Boomerang ein. Was ich lustig finde, wir haben vorhin gesehen, dass er eine Schwäche gegen Gravitas hat. Und Donald setzt eigentlich auch Gravitas ein. Aber ich glaube, bei Donald wird er gar nicht so gestunt wie bei uns. Naja, also denke ich mal grundsätzlich, wenn man hier schon Esprit hat, vielleicht sogar mehrere Esprit, MPHs, richtigen Items und so, mit denen man schneller MP regenerieren würde, vielleicht sogar einen unendlichen, oder unendlich in Anführungszeichen, aber einen großen Vorrat an Elixieren hat, kann man hier, denke ich, auch kombinieren an Tontaube und Gravitas, die wollte es halt eher anders machen. Ah, das hat Banner gemacht. Wenn er irgendwie so stehen bleibt, mit den Händen herumfuchtet, ohne dass ein Lichtschwert dabei rauskommt, macht das meistens, weil er halt eine Energiekugel einsetzen will. Diese Con ist sowieso scheiße. Ja, er ist echt flink. Also, ganz ehrlich, so ein Move-Sense erinnert mich schon ein bisschen an Darth Sidious aus Star Wars. Hat ein bisschen was. Aber wenn Sidious nie mit 2 Lichtschwertern gekämpft hat, aber trotzdem. Ich frage mich, woher hat der Typ die Lichtschwerter? Woher hat er die? Ja, wie hier bei Kingdom Hearts noch auf Lichtschwerter, also auf Jedis treffen und Siths und so. Meine Güte. Gut, es ist Disney, aber zu dem Zeitpunkt war es wieder was anderes. Also noch nicht Star Wars, noch nicht bei Disney. Kingdom Hearts 3 vielleicht ein DLC oder Kingdom Hearts 4? Egal, wir sind hier beim Kampf. Seine Energie sinkt, sie sinkt. Er macht noch nicht viel Neues von den Moves her. Das ändert sich wohl bald. Weil der Kampf, wir haben etwa zur Hälfte durch, Freunde. Erst zur Hälfte. Auch wenn es von der Energie her vielleicht ein bisschen anders aussieht.
Sieht alles noch relativ gut aus. Er macht zwar Schaden, er versucht's, Donald heilt mich, Goofy schenkt mir MP. Eigentlich zu dem Zeitpunkt dachte ich mir so, yo, es läuft perfekt, ich müsste ihn killen, ohne Probleme, er hätte keine Chance gegen mich. Und dann... Jetzt wird keine MP mehr. Und dann lief's richtig scheiße. Mhm. Bisher immer noch alles gut, man sieht schon seine grüne Weiß, jetzt können sie, dass es bereits in Stufe 3 übergeht. Also sprich in Phase 3. Das Problem ist halt, jetzt bewegt sich so viel mittlerweile, vor allem um uns herum. Der scheiß Tontauber-Technik trifft nicht mehr immer. Und das ist natürlich kacke, wenn du MP einsetzt und die dann... Oh, jetzt kommt's. Phase 3, jetzt bringt er den Move. Kann man so natürlich auch mit Tontauber kontern. Ja, was es soll, jetzt macht er einen auf Saiyajin oder was, mit Energiestrahlen, ich weiß auch nicht. So, statt Blau kommt jetzt Rot, rote Energiebälle, die machen ein bisschen mehr Damage und sind, glaube ich, auch, die verfolgen einen mehr. Bams, Bams. Immer schön geblockt, okay. War das der Kampf, wo ich vielleicht sogar gar nicht, aua, sogar gar nicht in einer seiner Energiekugeln gefangen? Oh, das kann natürlich auch sein. Na gut, nochmal zur Erklärung, wenn er halt diese Energiekugel einsetzt, jeder kennt sie, jeder hasst sie. Ist ähnlich wie bei Sephiroth, wenn er seine Engelstechnik einsetzt. Nur diese Kugel, den Scheiß wieder. Wenn er die Kugel einsetzt, sperrt er uns damit ein, die zieht uns kontinuierlich Schaden ab. Und hat leider noch eine, ja, wie soll man sagen, noch einen kleinen Nebeneffekt. Und zwar vertauscht sie unsere Tasten. Also wir haben statt Angriff, Magie, Item und Ruf, wie man links unten sieht, haben wir halt Schock und, ich glaube, Fliehen war's. Naja, auf alle Fälle ist klar, wenn man Schock, ich meine, die wechseln nur wieder durch. Hin und her, du hast gar keine Zeit, dich irgendwie auf eine Taste einzustellen. Wenn du die falsche Taste klickst, Schock zum Beispiel in diesem Falle, kriegst du mehr Schaden. Wenn du die richtige Taste drückst, dann, ja, hast du Glück gehabt, dann würdest du rauskommen. Aber es ist scheiße. Es ist so scheiße, der Move. Deswegen, ich kann jedem nur hoffen, dass er das niemals zu sich bekommt. Weil es echt scheiße ist. Eben ab Phase 2 und 3 setzt ihr diese ein. Ach ja, übrigens noch wegen Tontauber. Ihr seht, ich habe Tinkerbell nicht aktiviert, das geht nicht. Tinkerbell und Tontauber, das harmoniert irgendwie nicht so richtig. Deswegen ist sie hier aus. Und das wird ich nämlich gleich bereuen. Ist eigentlich immer noch alles cool. Eigentlich habe ich genug. Ich setze noch Tontauber ein. Ich habe noch genug Power. Er ist auf einem guten Drittel unten. Jetzt müsste ich ihn doch... Ich habe sogar wieder mehr Magie. Alles geil, jetzt bringt er den Scheiß. Jetzt ist Goofy down. Jetzt lebt er wieder. Er hat gerade schön geheilt, sehr gut. Gut, er wird gerade auch nicht getroffen, aber ist egal. Hauptsache ich kann ihn kontern. Den Scheiß. Greift er schön an. Ja. Geht doch, jetzt bringt er den. Mist. Und er ist echt Mist. Jetzt bin ich wieder voll plötzlich. Und rückblickend muss ich sagen, oder frage mich ernsthaft, wie viel Pech in der Situation haben konnte. Den Goofy schenkt mir keine Magie mehr! So. 3 Versuche später, ich hatte keinen Bock noch mal einen ganzen Kampf zu machen, deswegen habe ich es hier geschnitten. Und jetzt ist endlich Feierabend. Jetzt kill ich ihn, dass sich die Balken biegen, aber er wehrt sich halt immer noch in einer... Er hat eben noch im letzten Drittel, das letzte Mal, der Gegner so auf den Sack geht. Also in dem Moment, ich hatte so einen Hass auf den Typen, ganz ehrlich. Vor allem, ich sehe nichts mehr. Also wenn ich in der Ecke gedrängt bin, ich sehe nur noch Lichtblitze. Stirb endlich! Und das war der letzte Boss in Kingdom Hearts Fire Mix.
talking about? Wait, what are you? Der Typ spricht in Rätseln. Er ist nur eine leere Hülle? So, er ist unvollständig? Uns werden sich wiedersehen. Naja, uns momentan egal, wir haben Ansinnbericht 13. Und damit, Freunde, haben wir endlich alle Ansinnberichte. Und für meinen Geschmack das Spiel zu 100% durch. Was jetzt noch fehlt, ja, die Berichte mal vorlesen, wa? Ja, die Berichte vorlesen, wa? Und ich dachte mir so zum Abschluss, irgendwie wäre es episch, nochmal hier einen Titelscreen sehen von Kingdom Hearts Final Mix, ja, im Wissen, dass wir das Spiel echt zu 100% abgeschlossen haben. Wie geil ist das denn bitte? Und wie gesagt, ich habe jetzt alle 13 Berichte durch, zwar in einer seltsamen Reihenfolge, aber ihr habt es jetzt videomäßig zumindest in der richtigen Reihenfolge gesehen. Und deswegen mit Stufe 90 trotz allem, mit Sephiroth und dem Unbekannten, die da wohl wirklich die härtesten Boss im ganzen Spiel waren, können wir sagen, lesen mal, was denn da überhaupt so steht, weil über die Ansinnberichte. So, hier Ansinnbericht. Ansinnbericht Nummer 1. Ein Leben opferte ich der Wissenschaft, nur um den heißen Wissensdurst zu stillen, der mich innerlich zerriss. Jede neue Erkenntnis war ein himmlisches Gesöff, das mir sanft die Kehle hinunterfloss. Mein Wissen soll im Frieden auf dieser Welt für immer wahren und niemand soll meine Absichten je hinterfragen. Das Volk nennt mich weise. Und doch gibt es Wissen, zu dem der Zugang mir verwehrt ist. Einen finsteren Ort, in dem das Dunkle schlummert, findet man in jedem Herzen, und sei es noch so rein und sauber. Was mag der Auslöser dafür sein, dass dieses schwarze Fleckchen zu einem üblen Geschwülst heranwächst, das mit beängstigender Geschwindigkeit das Licht der Rein erstickt? Viel zu oft schon muss ich mit ansehen, wie das Dunkle die Oberhand gewinnt, dem Licht das Leben aushaucht. Finsternis, Dunkelheit. Sind sie der Vergänglichkeit unterlegen oder wären sie gar ewig? Als Regent dieser kleinen Welt obliegt es mir, diese in Erfahrung zu bringen, damit ihnen Einhalt geboten wird, bevor sie diese Welt mit ihrer Schwärze überschatten und den Frieden gefährden. Und das sagt Ansem. Die Frage ist bloß, von welcher Welt spricht er überhaupt? Nummer 2. Die Dunkelheit im Herzen der Menschen, die auf ihre Gelegenheit lauert. Ihre wahre Gestalt gilt es zu offenbaren. Bei Zeiten werde ich verschiedene Experimente durchführen. Versuch 1. Extraktion des Dunkeln aus dem menschlichen Herzen. Versuch 2. Implantation in ein reines und unbeschmutztes Herz. Versuch 3. Repression und Züchtung. Doch als ich Hand anlegte an das Herz der Versuchsperson, zerfiel es, wie ausgebranntes Holz, das zu brüchiger Asche wurde. Selbiges Phänomen trat bei Probanden mit starker Willenskraft und starkem Herzen auf. Ihre Herzen sind so schwach und zerbrechlich. All meine Behandlungen scheiterten. Ihre Herzen sind verloren. Für immer. Doch niemand darf sie zu Gesicht bekommen. In den unterirdischen Kerkern sollen sie ihr Dasein fristen. Einige Zeit später entdeckte ich merkwürdige Existenzen in den unterirdischen Verließen. Woher stammen diese schwarzen Lebewesen? Wenn es denn tatsächlich Lebewesen sind, gebärte sie die Dunkelheit? Oder sind es die jämmerlichen Schatten derjenigen, die ihr Herz verloren haben? Jetzt ist es langsam spannend, Freunde. Ansinnbericht 3. Die Schatten, die sich in unterirdischen Verließen in Dunkelheit winden. Abkömmlinge derer, die ihre Herzen vergeudeten? Gar die materialisierten Dunkelheit ihrer Herzen? Antworten. Sicher ist, dass ihnen jegliche Form der Emotion fehlt und sie keinerlei Anzeichen von Gefühlen zeigen. Vermutlich steht das Rätsel der Existenz im Zusammenhang mit dem Geheimnis der Herzen. Weitere, gründliche Untersuchungen sind erforderlich. An Proben wird es mir wohl nicht fehlen. Ihre Anzahl steigt explosiv. Es bedarf eines besonderen Namens, um diese Kreaturen zu bezeichnen. Verloren sind ihre Herzen in Dunkelheit, ein Leben ohne Herz. Ihr besitzt kein Herz und seid herzlos. So taufe ich euch auf den Namen Herzlose.
Warte mal ganz kurz. Will mir das Spiel gerade mitteilen, dass alle Herzlose, die wir bisher bekämpft haben, Personen, Menschen, whatever waren, die Ansem sich dachte, und auch experimentiere ich mal rum. Oh, jetzt habt ihr kein Herz mehr. Tja, schade. Ernsthaft? Sind alles Opfer von Ansem? Warte mal. Was sind so das im Finale? Also im finalen Kampf gegen Riku Ansem? Als es darum ging, Kairi zu retten? Hat da nicht Sora auch sein Herz geopfert oder kurzzeitig auch zu einem, wie es Ansem hier nennt, Herzlosen? Aber wie kam man dann zurück? Sie scheinen immer in Gruppen zu erscheinen und ihre Anzahl steigt rapide. Sie besitzen eine Vorliebe für alles Lebende. Tote scheinen sich nicht zu interessieren. Die lebenden Probe wird etwas ausgesaugt, wodurch sich die Herzlosen weiter vermehren. Die Probe löst sich danach in Luft auf. Was ist es, was sie der Probe entnehmen? Ich vermute, dass sie die Herzen ihrer Opfer aufsaugen. Dort, wo die Menschen ihre Herzen verloren und vergessen haben, erblicken sie die Dunkelheit der Welt und nähern sich an Herzen der noch Lebenden. Wie ist noch unklar. Ich brauche Beweise, die meine Hypothese stützen. Ich werde sie mit noch mehr lebenden Herzen füttern. Ich muss noch mehr über ihr Verhaltensmuster in Erfahrung bringen. Zwar sind sie emotionslos, scheinen dennoch intelligente Lebewesen zu sein. Ihre Kommunikationsweise ist mir noch unklar. Manchmal denke ich, sie sind das, wonach ich jahrelang vergebens gesucht habe. Das Dunkle Selbst, das in so vielen Herzen schlummert. Der Typ ist so böse. So, war erst Bericht 4, war von 13 insgesamt. Nummer 5. Ich isolierte einen Herzlosen und beobachtete ihn. Mit seinen fühlerähnlichen Rezeptoren schien er schon bald etwas zu wittern. Er drang zielstrebig ins Schlossinnere vor. Im innersten Teil des Schlosses angekommen, bewegte er plötzlich wie wild seine beiden Rezeptoren. Aus dem Nichts trat eine Tür in Erscheinung. Wie hätte ich je auch nur ahnen können, dass sich solch eine Tür in meinen Gemächern verborgen hält? Ein großes Schlüsselloch war zu sehen. Die Tür ließ sich ohne weiteres öffnen. Noch immer kann ich nicht begreifen, was meine Augen dort sahen. Eine gigantische, energiegeladene Masse. Ich wage nicht daran zu denken, was es sein könnte. In dieser Nacht konnte ich eine Vielzahl von Sternschnuppen beobachten, die den Himmel schmückten. Ein Geschenk zu meiner triumphalen Entdeckung? Oder stehen sie gar im Zusammenhang mit dem Öffnen der Tür? Nur wer weiß. Teil 6. Hinter der Tür, die der herzlosen Vorschein brachte, befand sich eine große, gewaltige, energiegeladene Masse. War dieses ein Ziel? Zumindest gehe ich davon aus. Um was für eine Form von Energie handelt es sich? Ich stelle, basierend auf dem Verhalten des Herzlosen, eine gewagte Theorie auf. Die Herzlosen. Ihre einzige Nahrungsquelle sind die lebenden Herzen. Die gigantische Energiemasse könnte ebenfalls ein Herz sein. Doch wessen Herz ist es? Ist es das Herz der Welt? Beweisen kann ich es nicht. Aber die unglaubliche Kraft, die von dieser Masse ausging, ist ein Beweis genug. Was? Er kann es zuerst beweisen, dann ist es doch Beweis genug, WTF. Ich habe das Herz der Welt gefunden. Nicht nur die Herzen der lebenden Menschen wollen die Herzlosen fressen. Selbst der Welt wollen sie ihr Herz entreißen. Also einer Welt in dem Fall, war. Nicht aller Welten. Vermutlich ist es das eigentliche Ziel, das die Herzlosen verfolgen. Was würde dann passieren? Die Konsequenzen wären unabsehbar. Was ist ihre Absicht? Teil 7. Die vermeintlichen Sternschnuppen, die ich vor kurzem beobachtete. Einige davon fielen mir in die Hände. Sie üben eine seltsame Anziehungskraft aus. Ich werde sie untersuchen. Ihr Material ist mir völlig fremd. Sie haften aneinander, wenn man sie nur leicht zusammenhält. In keiner Literatur ist von solch einem Material die Rede. Das Öffnen der Tür zum Herabfallen dieser merkwürdigen Steine geführt hat. Ob in dieser unendlichen Weite, die diese Welt umgibt, viele solcher Steine umherschwirren? Wie gerne würde ich gen nächtlichen Himmel fliegen, um die Wahrheit zu erfahren. Hinter diesem dunklen, nächtlichen Firmament muss es noch andere Welten geben. Meine Neugierde zerreißt mich, ja mir auch, aber ich sollte mich von solch unwissenschaftlichen Träumereien abwenden. Zurzeit gibt es keine Möglichkeit, diese Welt zu verlassen. Ich und alle, die hier leben, sind Gefangene dieser kleinen Welt. Der quatscht aber nicht von der Insel, oder? Also von der Insel, von wo ja Riku, Kairi und Sora herkommen. Weil, ich meine, es ist immer eine kleine Welt, das ist die kleinste Welt, die ich kenne, bisher. Dass die Herzlosen, Teil 8, dass die Herzlosen in einem Zusammenhang mit den Herzen stehen, liegt auf der Hand.
Durch eingehende Untersuchungen sollte es mir möglich sein, ihr Wesen näher zu bestimmen, ihre Absichten auszumachen und gleichzeitig Einblick in das komplexe Konstrukt eines Herzens zu erhalten. Ich entwickelte ein Gerät, mit dem sich Herzlose künstlich herstellen ließen. Die verlorenen Herzen meiner Versuchspersonen führten zur Autogenese der Herzlosen. Ich wandte also dasselbe Prinzip an, um sie künstlich herzustellen. Dafür verwendete ich mein neu entwickeltes Gerät. Zuerst erschuf ich einen Prototypen, was ganz normal ist. Die Herstellung verlief reibungslos. Weitere Verbesserungen sollten es ermöglichen, aus dem Nichts, auch ohne einem Herzen, einen Herzlosen zu erzeugen. Es ließen sich keinerlei Unterschiede zwischen dem künstlichen Herzlosen und seinem natürlichen Artgenossen ausmachen. Doch sollte ich beide streng voneinander trennen, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen. Der künstliche Herzlose soll ein Kennzeichen zur Erkennung tragen. Oh, jetzt wird's spannend. Teil 9. Etwas Unglaubliches ist vorgefallen. Ich hatte einen Besuch aus einer anderen Welt, ein König. Er reiste auf einem Schiff, das aus demselben Material wie die Sternschnuppen bestand. Gummisteine hat er sie genannt. Die von mir geöffnete Tür ermöglichte nun das Reisen zwischen den Welten, sagte er. Er sprach von vielerlei Dingen, Dinge, von denen ich noch nie gehört hatte. Von einem Schlüsselschwert war die Rede. Ein Schlüssel, der Legende nach eine besondere Kraft besaß. Einen Helden soll es gegeben haben, dem das Schlüsselschwert vermacht ward. Erlösung und Chaos brachte er über die Welt. Was hat es mit diesem dubiosen Schlüsselschwert auf sich? Schlüssel. Die Macht zu öffnen und Zugang zu erhalten. Zweifelsohne besteht ein Zusammenhang zu meiner gefundenen Tür. Teil 10. So wie die Menschen ein Herz besitzen, hat auch die Welt ihr eigenes Herz. Alle Welten an diesem Sternenhimmel haben ein Herz, zu dem man Zugang erhält, sobald sich die Tür dorthin geöffnet hat. Auf diese Herzen haben es die Herzlosen abgesehen. Die Herzlosen. Entstanden aus der Dunkelheit der Herzen. Es dürstet sie nach immer größeren Herzen. Es ist alles so einleuchtend. Ausgeburten der schwarzen Herzen. Das Herz ist die Wiege der Dunkelheit. In der Tiefe der Herzen herrscht die Dunkelheit und mit ihr die Herzlosen. Jedoch fehlt mir die Gewissheit. Die Ungewissheit nagt an meinem Herzen. Ich muss es wissen. Die Wahrheit über die Herzen. Das Herz der Welt muss ich berühren, um Gewissheit zu erlangen, um mich von der räudigen Ungewissheit auf ewig zu trennen. Das einzigartige Schlüsselschwert und seinen Helden gilt es zu finden. Und die Prinzessinnen. Doch zuzubrechen ist mein Körper, um das Geheimnis der Dunkelheit zu erfahren. Ich muss es tun. Mich meines Körpers entledigen. Um einzutauchen in die Tiefe der Dunkelheit. Was hat er getan? Bericht 11. Wenn man die Tür zum Herzen einer Welt öffnet, stürzen ihre Wände ein. Diese Fragmente sieht man als Sternschnuppen. Das erklärt, warum diese Gummisteine sich frei zwischen den Welten reisen können. Was? Das erklärt, warum diese Gummisteine sich frei zwischen den Welten reisen können, also Menschen sich frei bewegen können. Also, sonst nimmt man halt das Sich raus. Also im Sinne von, warum diese Gummisteine frei zwischen den Welten reisen können, aber ist egal. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich kenne den Auslöser des Kollapses, das Erscheinen der Herzlosen. Jedoch erfordert es Zeit, die Türen der Welten zu suchen und das Herz aufzuspüren. Außerdem können die Türen mit einem Schlüsselschwert verschlossen werden, wodurch das Herz für immer unerreichbar wird. Ich muss handeln, bevor der Träger des Schlüssels in dieser Welt erscheint. Wenn die Prinzessinnen und das Schlüsselschwert verbunden sind, sollten sie resonieren. Ich habe ein Mädchen ausgewählt. Ich weiß nicht, ob sie über die Macht der Prinzessin verfügt, aber ich werde es herausfinden. Sie kann mich vielleicht zum Schlüsselträger führen. Ich werde sie befreien und beobachten. Der spricht von Kyrie, oder? Alter! Freunde, Bericht Nummer 12. Der von Sephiroth. Der Körper ist fort. Das Herz soll zu den Herzlosen zurückgekehrt sein. Doch bis jetzt nichts. Es ist anders als alle anderen. Die Erinnerungen sind erhalten geblieben und es hat sich noch nicht in einen Herzlosen verwandelt. Die Situation muss beobachtet werden. Viel liegt noch im Dunkeln. Um zur dunklen Seite zu gelangen, muss man durch die Tür von Kingdom Hearts schreiten, der Ort, in dem sich die Herzen der Welten verbinden. Jenseits dieser Welt liegt ein Ort, in dem die Dunkelheit regiert. Steht das in einem separaten Bericht? Willst du mich verarschen? Es gibt viele uns unbekannte Welten. Die Welten, in der wir leben. Das Reich der Dunkelheit, das Reich des Lichts und die Welt dazwischen. Wo liegt das wahre Nirvana? Alter! Der soll nicht neue Fragen stellen, sondern Fragen beantworten. So, Freunde, Ansenbericht 13. Der ist Final Mix exklusiv, ja? Also, los geht's. Wohin verschwindet der Körper, wenn er sich vom Herz trennt? Wenn die Seele im Körper zurückbleibt, wird er immer noch als verstorben angesehen?
Wenn das Herz den Herzlosen zurückkehrt, verschwindet die physische Gestalt. Aber trifft das nur auf diese Welt zu? Vielleicht existiert der Körper in anderer Gestalt in einer anderen Welt. Wenn dies der Fall ist, ist es möglich, dass jemand in 2 verschiedenen Welten existieren kann. Ein Wesen und Dunkelheit und Licht, nirgends zugehörig, von einem Herzen verlassen, eine bloße Hülle seines vorigen Selbst. Die Relation zwischen Herz und Körper ist komplex. Ich bin mir jedoch sicher, dass deine Existenz hier per Definition die wahre Existenz des anderen selbst ausschließt. Der andere, der nicht existiert, soll niemand genannt werden. Okay, das klingt alles jetzt ein bisschen seltsam auf den ersten Blick. Wenn man sich aber zurückerinnert, was wir bisher schon alles erlebt haben im Spiel, plus was am Ende des Finals gegen Ansem passiert ist mit dem Secret Ending, diesem Deep Dive, wie es heißt, gibt es mehr Sinn. Und Freunde, hier in Kingdom Hearts Final Mix gibt es noch ein Secret Ending, das nennt sich, Quatsch, ich hab's gerade falsch erzählt, sorry. Das Secret Ending von vorhin hieß Another Side, Another Part, Another Side, irgendwie sowas. Und hier in Final Mix gibt es eben zusätzlich eine erweiterte Version davon, die nennt sich eben noch Deep Dive, in Klammern. So, jetzt stimmt's. Und diese weitere Form kann man freischalten, indem man halt das Tagebuch komplettieren würde, was wir theoretisch gemacht haben. Es fehlt eigentlich nur noch hier, vielleicht fehlen Trio-Tags auch noch, aber vor allem fehlen noch ein paar Charaktere. Die haben wir alle gemacht, man sieht es auch sehr schön. Geht es aber vor allem auch ein bisschen um... Geht's hier auch... Ne, es geht nicht um Ding. Ey, ihr wisst schon, Sephiroth. Das hier. Hier, Sephiroth. Sekunde von Final Fantasy 7. Ja, leck mich Sephiroth. Herzlos. Fehlen da noch ein paar, die ich so jetzt auch nicht machen werde, weil ganz ehrlich, da fehlt die Motivation dazu. Und selbst wenn ich die jetzt noch holen würde, wo einfach gar keinen Bock mehr hätte, nochmal gegen Ansem anzutreten. Auch wenn ich Level 19 bin mittlerweile, vergesst es. Keinen Bock drauf. Und deswegen mache ich so, wie wir es alle machen würden. Wir gucken mal, wie es andere gemacht haben, wa? Beziehungsweise, wir holen uns mal ganz kurz den Content da von irgendeiner Plattform, sag ich jetzt mal, war. Und ja, ist doch schön so. Also in diesem Sinne sage ich jetzt mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Auch diesen 3 extra Parts mit den Secret Bossen und so bei Kingdom Hearts Final Mix. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Kingdom Hearts Chain of Memories. Kann ein paar Tage dauern, bis ich damit starte, weil ich erst noch andere, also vor allem SAO fertig machen will, endlich mal. Aber da kommt garantiert in Kürze, liegt darin auch die Würze. Und ja, wie gesagt, jetzt noch ganz kurz ein Einblick darauf, was uns eigentlich dieses Deep Dive bringen soll, wa? Und das mit dem anderen Körper und so weiter, beziehungsweise dem Niemand, den es geben soll, das wahre Ich, das wahre Selbst und der Niemand. Das wird in künftigen Kingdom Hearts Teilen noch eine große Rolle spielen. Also, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch!